Ich begrüße euch alle und hoffe, ihr seid alle wohl ausgeruht und frisch heute Morgen. Pozdravljam vas vse skupaj tega jutra in upam, da ste vsi zelo dobro spočiti. Unser Vormittag wird heute ausgefüllt sein, zu sprechen und nachzudenken über das Beten. Tega dopoldneva bomo govorili in premišljevali o molitvi. Über das Gebet haben wir schon wahrscheinlich alle viel gelesen und viel gehört. O molitvi smo najbrž vsi že veliko prebrali in slišali. Aber worüber selten gesprochen wird, wenn überhaupt, Toda o nečem se redko govori, če se sploh. das ist der Unterschied zwischen Beten, wenn ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin und Christus im Herzen habe, To pa je razlika med tem, če molim in sem napolnjen Svetim Duhom in imam Jezusa v srcu, oder beten als fleischlicher Christ. ali pa če molim kot meseni kristjan. Hier ist ein grundlegender Unterschied. V tem je bistvena razlika. Für den fleischlichen Christen kann das Beten eine anstrengende Sache sein. Za mesenega kristjana je lahko molitev zelo naporna. Vielleicht sieht er es als eine Leistung an, die er bringen muss. Morda to vidi kot nekaj, kar pač mora narediti. Es kann sein, dass unser Beten uns nicht befriedigt. V takem primeru se lahko zgodi, da nas molitev enostavno ne zadovolji. Der geistliche Christ hat eine wachsende Freude am Gebet. Duhovni kristjan pa ima rastočo veselje po molitvi oziroma v molitvi. Das Beten wird ihm ein immer größeres Bedürfnis. Molitev je zanj vedno večja potreba. Als geistliche Christen staunen wir oft, was Gott in unserem Leben tut. Kot duhovni kristjani se velikokrat čudimo, kaj vse dela Bog v našem življenju. Und ein kleines Hilfsmittel, das mir geholfen hat, viel deutlicher zu sehen, was Gott in meinem Leben tut, In en majhen pripomoček, ki mi je pomagal v življenju videti, kaj vse dela Bog v mojem življenju, das ist, wenn wir ein Dankbuch oder Segensbuch führen. je, če pišemo ali pa imamo eno knjižico, v katero si zapisujemo blagoslove. Wenn wir am Abend oder am nächsten Morgen niederschreiben, wofür wir Gott danken können, Če si zvečer ali pa zjutraj zapišemo, zakaj smo lahko Bogu hvaležni, ich bin dadurch viel sensibler geworden für das, was Gott in meinem Leben tut. Ich stelle viel mehr fest. potem sem sam ugotovil, da veliko več tega vidim, veliko več najdem teh blagoslovov. Zum Beispiel am Donnerstag hatte ich noch vieles vorzubereiten. Naprimer, v četrtek sem moral še veliko tega pripraviti. Ich schalte morgens den Computer ein und da ist ein E-Mail da von Afrika, auf das ich dringend gewartet habe. In zjutraj sem prižgal računalnik in dobil elektronsko pošto iz Afrike, ki sem jo težko že čakal. Aber dann ist was passiert, was noch nie passiert ist. Potem pa se je zgodilo nekaj, kar se še nikoli ni zgodilo. Es ist den ganzen Tag nichts reingekommen, bis abends wieder. In potem nobenega sporočila ni bilo do večera. Und ich habe darin das Führen Gottes gesehen. In v tem sem videl Božje vodstvo. Gott greift ein in unserem Leben, aber die Frage ist, ob wir es realisieren. Bog posega v naše življenje. Vprašanje je le, ali se mi tega zavedamo. Es ist also sehr wertvoll, wenn wir geisterfüllte Beter sind, Zelo dragoceno je torej, če smo kot molivci izpolnjeni Svetim Duhom. aber es gibt noch einen Bereich, der unserem Beten Kraft gibt und viel mehr Gebetserhörungen. Obstaja pa še eno področje, ki našim molitvam daje dodatno moč in izpolnitev. Das ist das Beten mit Verheißungen To je molitev z obljubami oder mit anderen Worten,
das Einbringen des Wortes Gottes in mein Gebet. Ali pa drugače povedano, ko v svoje molitve vključimo svetopisemske vrstice. Die Božja Kraft liegt im Wort Gottes. Moč je namreč v Božji besedi. Die Bibel sagt, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Svetopismo pravi, moja beseda se ne vrne prazna. Einige Zeugnisse. Nekaj dokazov. Ein Oder Geschäftsmann, selbstständig Finanzfachmann, etwa 40 Jahre alt. Neki 40-letni podjetnik Er schrieb, nachdem er die Bücher von Dennis Smith studiert hatte je napisal potem, ko je preštudiral knjige Denisa Smitha und begonnen hatte, um den Heiligen Geist zu beten, in ko je začel moliti za Svetega Duha, wurde sein Gebetsleben 10-mal so gut. da je njegovo molitveno življenje zdaj 10-krat boljše. Dwight Nelson, ihr kennt ihn, Dwight Nelson, verjetno ga poznate, er schrieb, je napisal: nun aber habe ich einen Weg entdeckt, um jeden Morgen mit Jesus eine Begegnung zu haben. Zdaj sem našel način, kako lahko vsako jutro se srečam z Jezusom. Und das zu tun, was er jeden Morgen als Mensch beim Vater tat. Da bi lahko vsako jutro naredil to, kar je on naredil, ko je bil tukaj in je to delal svojim očetom. Was um eine erneute Erfüllung seines Geistes zu bitten. To pa je, da je molil vsako jutro za ponovni krst s Svetim Duhom. Und nun sagt er über sein Beten. Zdaj pa pravi o svoji molitvi, o svojem molitvenem življenju. Demütig bekenne ich, Ponižno spoznavam, dass Gott die Latte meines Gebetslebens höher gelegt hat. da je Bog zvišal merilo mojega molitvenega življenja. Ich habe immer viel Zeit mit Bibellesen verbracht. Vedno sem preživel veliko časa pri branju Svetega pisma Und verhältnismäßig wenig Zeit mit Beten. in relativno malo časa v molitvi. Nun ist es umgekehrt. Zdaj pa se je to spremenilo, ravno obratno je zdaj. Ich verbringe in meinem Morgengebet im Kämmerlein viel Zeit auf den Knien, Pri svoji jutranji molitvi veliko časa preživim na kolenih, im Gespräch mit Gott v pogovoru z Bogom und nehme dann sein Wort zur Hand, damit er zu mir sprechen in kann. potem se oprimem njegove besede, da lahko on spregovori. Meine Predigten haben eine neue Freiheit und Intensität erlangt. Moje pridige so dobile novo širino in moč, intenzivnost. Meine Führung in meinem Team und meiner Gemeinde ist auf eine höhere Ebene gerückt. Vodenje in moj tim in vodenje v moji cerkvi je prišlo na višji nivo. Ich darf das selber aus meinem eigenen Leben bekennen. To lahko potrdim tudi iz svojega lastnega življenja. Mein Beten ist viel umfangreicher. Moje molitveno življenje je veliko širše sedaj. Ich habe große Freude und ein Bedürfnis zu beten. Imam veselje moliti in potrebo po molitvi. Und ich habe viel mehr Gebetserhörungen. In tudi več izkušenj s tem, kako je Bog moje molitve uslišal. Und mit dem Beten mit Verheißungen mache ich das so. In ko molim z obljubami, naredim to tako. Oft habe ich einen Bibeltext nicht ausreichend im Kopf. Pogosto se zgodi, da včasih pozabim kakšno svetopisemsko vrstico. Dann unterbreche ich mein Gebet einen Moment und schaue in der Bibel oder nehme die Konkordanz zur Hand. Wo steht dieser Text? Potem prekinem svojo molitev, vzamem svetopismo in poiščem določeno vrstico ali pa vzamem konkordanco in jo najdem. Und wenn wir die Texte in unserem Beten benutzen, In če uporabljamo svetopisemska besedila v svojih molitvah, prägen sie sich besser ein, se potem dosti bolj vtisnejo v naše možgane. aber wir werden auch viel mehr Erhörungen haben. Ampak potem imamo tudi več uslišanih molitev. Ich habe gemerkt, früher habe ich oft gehofft, dass Gott mich erhört.
Opazil sem, da sem prej pogosto upal, pač, da me bo Bog uslišal. Wenn ich mit Verheißungen bete, weiß ich, dass ich erhört worden bin. Ko pa molim z obljubami, potem vem, da me je Bog uslišal. So wird es uns gesagt in 1. Johannes 5, Vers 14 und 15. Tako nam pravi Svetopismo v 1. Janezovem pismu. 1. Johannes 5, 5. poglavje, 14 und 14 in 15. 15. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen. Ne bi se zdaj več poglabljal v to. Ihr könnt über das Beten mit Verheißungen das ja nachlesen, ist in Schritte zur persönlichen Erweckung. V knjigi Koraki do osebnega prebojenja lahko preberete več o tem. Es ist das Kapitel der Schlüssel zur Praxis. In sicer v poglavju ključ do prakse. Eine Schwester schrieb Folgendes: Neka sestra je napisala naslednje. Das Beten mit Verheißungen hat mein Beten real gemacht und zu einer wahrhaftigen Austausch mit meinem Vater im Himmel. Molitev z obljubami je moje molitveno življenje naredila resnično in mojo komunikacijo z Bogom pravo. In der vergangenen Nacht wurde ich plötzlich überfallen von einer Furcht über meine Sicherheit und die Unsicherheiten meiner nahen Zukunft. Torej, to noč me je naenkrat prevzel močan strah za lastno varnost in za varnost moje bližnje prihodnosti, torej kako bo izpadlo. Ich betete mit Verheißungen. Molila sem z obljubami. Mit Psalm 91, Vers 1 bis 4. In citirala Psalm 91, 1 do 4. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt Kdor stanuje v zavetju und unter dem najmogočnejšega Schatten des Allmächtigen bleibt, in ostane v njem, der spricht zu dem Herrn: meine Zuversicht und meine Burg. ta pravi Gospodu moja, kako že pravi? Tako, ja. Mit diesem Text hat sie gebetet. S tem besedilom je molila Und sie schreibt: in napisala: Ich empfing sofortigen Frieden. Takoj sem občutila mir. Ich konnte die Entspannung merken. Opazila sem, da sem se sprostila. Ich war ganz in Ruhe. Bila sem popolnoma mirna. Ich wusste jahrelang selbst über das Beten mit Verheißungen, Dolga leta sem vedel za molitev z obljubami. bevor ich es praktiziert habe. Seveda, preden sem uspel to prakticirati. Und die Situation war folgende. In situacija je bila naslednja. Es war in meinem ersten Predigerjahr. To je bilo v prvem letu mojega pastorskega službovanja. Ich bin einige Tage auswärts gewesen, Nekaj dni sem bil na poti. kam am Donnerstagabend zurück. V četrtek zvečer sem se vrnil. Es lag einige Post vor, Našel nekaj pošte. darunter ein Brief unseres Vorstehers aus München. Med njimi tudi pismo mojega šefa iz Münchna. Er hat eine Kopie beigefügt eines Briefes, den ein Bruder aus meiner Gemeinde an ihn geschrieben hatte. V tistem pismu je bila priložena tudi kopija enega pisma, ki jo je napisal brat iz moje cerkve. Er hat dem Vorsteher mitgeteilt, ich hätte etwas nicht erledigt. In mojemu predstojniku, šefu je napisal, da nečesa nisem naredil. Ich wusste sofort, das ist ein Irrtum von ihm, denn ich habe das wohl erledigt. Takoj sem vedel, da gre za napako, ker dobro vem, da sem to opravil. Ich ging ins Bett. Šel sem v posteljo. Am nächsten Morgen, In zjutraj, mein erster Gedanke: moja prva misel, Warum hat der Bruder nicht mich hier angesprochen, sondern schreibt nach München? zakaj ta brat ni prišel najprej k meni, ampak je pisal v München. Ich wollte ihm nicht böse sein, Nisem hotel biti jezen nanj. aber nach einer Weile habe ich mir eingestanden, dass ich es bin. Ampak po nekaj časa sem si moral priznati, da sem jezen.
Da habe ich das erste Mal mit Verheißungen gebetet. In takrat sem prvič molil z obljubami Svetega pisma. Ich habe den Brief vor mich hingelegt auf dem Sofa, Pred sebe sem dal pismo habe gesagt, lieber Gott, du kennst diesen Brief. in rekel, dragi Bog, ti poznaš to pismo. Du weißt, dass es ein Irrtum ist, dass ich das erledigt habe. Ti veš, da gre za napako in da sem jaz to naredil, kar tukaj piše. Und du weißt, ich möchte meinem Bruder nicht böse Ti sein. veš, da nočem biti jezen na tega brata. Aber ich muss bekennen, dass ich es bin. Ampak moram priznati, da sem jezen. Du hast versprochen, wenn wir unsere Sünden bekennen, Obljubil si, da če priznamo svoje dass grehe, du uns vergibst. da nam boš odpustil. Ich danke dir, dass du mir jetzt vergeben hast. Hvala, da si mi zdaj odpustil. Aber Vater, ich habe immer noch den Kloß im Herzen. Ampak, oče, še vedno v srcu čutim nemir. Ich bitte dich, nimm mir das aus dem Herzen raus. Vzami mi ta nemir iz srca. Du hast versprochen, wenn der Sohn frei macht, den macht er wirklich frei. Obljubil si, da ta, ki ga sin osvobodi, je res svoboden. Ich danke dir, dass du mich frei gemacht hast. Hvala ti, da si me osvobodil. Und Vater, jetzt bitte ich dich noch, schenke mir deine Liebe zu meinem Bruder. Zdaj pa te, oče, prosim še, da mi podeliš ljubezen do tega brata Und hilf auch ihm, vielleicht ist ihm auch nicht ganz wohl, was er gemacht hat. in tudi njemu pomagaj, ker mogoče tudi njemu ni čisto najbolje pri srcu, ko je to napisal. Hab herzlichen Dank dafür. Hvala ti za to. Ich fing mit meiner Arbeit an. Potem sem začel s svojim delom. Nach einer Stunde dachte ich wieder an die Sache Po kaki uri sem se spet spomnil na zadevo und es wurde mir bewusst, in spoznal sem, zavedal sem se, ich weiß noch alles, da še vedno vse vem, aber es belastet mich überhaupt nichts mehr. ampak da me to več sploh ne obremenjuje. Gott hatte das mir vergeben und aus meinem Herzen genommen. Bog mi je to odpustil in vzel iz mojega srca. Das war am Freitagmorgen. To je bilo v petek zjutraj. Am Sabbat hatten wir im Gottesdienst ausnahmsweise die Sabbatschullektion vom Podium. To soboto smo imeli slučajno nauke iz Prižnice. Ich hatte sie zu halten und ich konnte so ganz still einflechten, dass ich diese Sache erledigt habe. In nekako sem uspel med vrsticami povedati, da sem to zadevo rešil. Es ist niemand aufgefallen außer diesem Bruder. Nihče ni opazil, o čem sem pravzaprav govoril, razen tega brata. In der Pause kam er auf mich zu Med odmorom je prišel k meni und fing an, ich habe gesagt, ich weiß, was du mir sagen willst. in je začel poskušal mi je nekaj reči, ampak si rekel, že vem, kaj mi hočeš povedati. Es ist alles in Ordnung. Je že vse v redu. Als ich nach dem Gottesdienst die Geschwister verabschiedet habe am Ausgang, Ko sem se po bogoslužju pozdravljal z brati in sestrami pri izhodu, haben wir beide uns einen Moment länger in die Augen geschaut. sva si za trenutek dlje pogledala v oči Da waren zwei Brüder wieder froh geworden. in takrat sta dva brata spet postala vesela, srečna. Gott kann Dinge für uns tun, Bog lahko za nas naredi stvari, Menschen und wir selbst nicht ki tun jih können. drugi ljudje ali pa mi sami nikakor ne moremo. Eine wichtige Frage ist, Pomembno vprašanje je, wenn wir jetzt studiert haben über den Heiligen Geist ko smo zdaj proučevali o Svetem Duhu und du jetzt in den letzten Zeiten dich damit befasst hast, ali pa če ste se doma ukvarjali s tem v zadnjem času, ist das nur in deinen Verstand gegangen ali je to šlo samo v vaše možgane, v vaš oder ist das auch in dein Herz gegangen? ali pa je to šlo tudi v vaše srce. Wie kommt denn etwas in unser Herz? Kako pride nekaj v naše srce? Da gibt es zwei Wege. Obstajata dve poti. In Englisch gibt es für Auswendiglernen den Ausdruck memorize. Ja. V angleščini obstaja torej za izraz, da se naučite na pamet,
beseda memorize, Aber Sie zapomniti. können es auf Englisch auch ganz anders sagen. Lahko pa to rečete v angleščini tudi drugače. Sie können auch sagen, to learn by heart, Lahko rečete naučiti se mit dem na srce, Herzen na lernen. pamet, torej z srcem. Ja. Wenn man etwas auswendig lernt, wie macht man das? Kako se naučimo nečesa na pamet? Man wiederholt es, Veliko krat je treba ponavljati, man versucht es mit anderem Wissen zu verbinden, poskušamo to nekako povezati z drugim znanjem, man beschäftigt sich etwas damit. nekako se pač ukvarjamo s tem. Und so kommt es in unser Herz, in unser Gedächtnis. In tako potem pride to v naš spomin oziroma v naše srce. Und viele Zeugnisse, die mir zugeschickt wurden, zeigen, Mnogo izkušenj, ki sem jih prebral, dobil, so mi povedale, die meisten, die gute und große Erfahrungen gemacht haben, wie noch eine? die meisten, Aha, viele, ja. die gute Erfahrungen, Aha, große Erfahrungen Večina gemacht teh haben. je seveda bilo zelo dobrih izkušenj. Die haben die Broschüre Schritte zur persönlichen Erweckung oder auch das 40-Tagebuch mehrfach studiert. Je takih, ki so knjigo 40 dni molitve ali pa ono drugo, okay, že koraki do osebnega prebojenja, prebrali večkrat, preštudirali večkrat. Der andere Weg, wie etwas in unser Herz kommt, Drugi način, kako nekaj pride v naše srce, ist Liebe. je ljubezen. Wenn zwei verliebt sind, Ko sta dva zaljubljena, die können nur noch aneinander denken. lahko mislita še samo eden na drugega. Wir sollten alle viel mehr nachdenken über die Liebe Gottes. Vsi bi morali veliko več razmišljati o Božji ljubezni. Wir werden Epheser 3 dazu aufgefordert, V Efežanom 3 nas Pavel spodbuja k temu, auf dass die Heiligen begreifen, da bi sveti dojeli, die Länge, die Breite, die Höhe und die Tiefe der Liebe Gottes. da bi sveti dojeli globino, širino, višino Božje ljubezni. Ich habe jetzt etwa ein halbes Jahr V zadnje pol leta sehr oft gebetet, lieber Gott, hilf mir, dass ich deine Liebe tiefer erkenne. sem veliko molil in prosil Boga, naj mi pomaga globlje dojeti njegovo ljubezen. Und ich kann sagen, ich habe gute Fortschritte gemacht. Lahko rečem, da sem naredil dober napredek, torej da sem pri tem dobro napredoval. Gott hat mir Erkenntnisse über seine Liebe geschenkt, die ich vorher nicht hatte. Bog mi je dal spoznanje o svoji ljubezni, ki ga prej nisem imel. Und es hat diese Erkenntnis meine Liebe zu Gott vertieft, In to spoznanje je mojo ljubezen do Boga poglobilo. meine Freude, mit ihm zu sprechen. In tudi moje veselje, da se pogovarjam z njim. Wenn wir mit Verheißungen um den Heiligen Geist beten, Če molimo z obljubami in s prošnjami po Svetem Duhu, uns täglich Gott übergeben mit allem, was wir sind und haben, če se Bogu dnevno predajemo z vsem, kar smo in kar imamo, ihm mit unserem Leben dienen, če mu služimo s svojim življenjem, dann kann Schritt für Schritt unser Beten stark fördern, potem lahko on korak za korakom močno spodbudi naše molitveno življenje, fördert unser Leben, tudi naše življenje, damit wir Schritt für Schritt das Leben in Fülle hier empfangen. da bomo tudi tukaj dobili življenje v obilju, v polnoti. Jesus ist gekommen, dass wir hier Leben in Fülle haben Jezus je prišel za to, da bi imeli tukaj življenje v obilju und dann das ewige Leben. in potem večno življenje. Welcher Unterschied besteht zwischen menschlichem und göttlichem Segen? Kakšna je razlika med Božjim in človeškim blagoslovom? Über den menschlichen Segen, der auch von Gott gegeben wird, steht in Matthäus 5,
Vers 45. O človeškem blagoslovu, ki je seveda tudi pride od Boga, piše v Mateju 5, 45. Lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über die Guten. On namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, Lässt regnen über die Gerechten und Ungerechten. ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Diesen Segen empfängt jeder Mensch. Ta blagoslov dobi vsak človek. Und jeder Mensch, auch der Ungläubige, der fleißig ist, der ehrlich ist, hat einen Segen auf seinem Leben. Tudi vsak človek, tudi če ni veren, ampak je priden in marljiv, čuti blagoslov v svojem življenju. Ta blagoslov. Aber die Menschen, die Christus im Herzen haben, durch den Heiligen Geist, Toda tisti ljudje, ki imajo v svojem srcu Jezusa po svetem duhu, die empfangen noch den besonderen, den übernatürlichen Segen ti dobijo Gottes. še posebni in nadnaravni blagoslov. Jesus sagt in Lukas, du kannst hier lesen, Aha, Jezus je rekel v sagt in Luku, Lukas 9, 23, 24, Luka 9, 23, 24. wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Če kdo hoče iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Was bedeutet denn dieses Kreuztragen? Kaj pomeni nositi svoj križ? Wenn zur Zeit Jesu jemand ein Kreuz trug, Če je v Jezusovem času nekdo nesel križ, dann war zum Tode verurteilt und ging zur Hinrichtungsstätte. je bil obsojen na smrt in je šel na prostor, kjer ga bodo usmrtili. Das sich selbst verleugnen, sein Kreuz zu tragen, meint, Odpovedati se sebi in vzeti svoj križ oziroma nesti svoj križ pomeni, ich habe meinem Ich das Recht auf mein Leben abgesprochen. da sem odrekel svojemu jazu pravico nad mojim življenjem. Gott darf mein Leben bestimmen. Zdaj Bog odloča o mojem življenju. Und Jesus sagt dann weiter, Potem Jezus nadaljuje, denn wer sein Leben erhalten will, kdor namreč hoče svoje življenje rešiti der wird es verlieren. oziroma ohraniti, piše tam, ga bo izgubil. Wer aber sein Leben verliert, Kdor pa izgubi svoje življenje meinetwillen, zaradi mene, der wird es erhalten. ga bo rešil oziroma dobil, piše tukaj. Was bedeutet es? Kaj to pomeni? Sein Leben erhalten. Kaj pomeni dobiti svoje življenje? Das meint doch, meinen eigenen Weg weiterzugehen. Pomeni to iti naprej po moji poti. Wer aber sein Leben verliert meinetwillen, Če pa kdo zgubi svoje življenje zaradi mene, wer, wenn es notwendig ist, seinen Weg aufgibt und den Weg Jesu annimmt, če kdo torej opusti svojo pot, če je nujno in gre po Jezusovi poti, ich war in leitender Stellung, als der Ruf Gottes an mich kam. potem se nekaj spremeni. Torej bil sem na vodstveni funkciji, ko je prišel Božji klic. Ich habe Nein. euch erzählt, ich wollte nicht Prediger werden, Pripovedoval sem vam o tem, kako nisem hotel postati pridigar. aber unter der Führung Gottes habe ich meinen Weg aufgegeben Toda pod Božjim vodstvom sem opustil svojo pot und den Weg Gottes angenommen. in sprejel Božjo pot. Und ich kann nur das eine sagen, In lahko rečem samo to, wenn wir den Weg Gottes gehen, das ist der größte Segen für unser Leben. ko hodimo po Božji poti, je to največji blagoslov v našem življenju. Keiner erleidet einen wirklichen Verlust, wenn er Jesus nachfolgt. Nihče resnično ne izgubi ničesar, če hodi po Božji poti. Wer ein selbstbezogenes Leben führt, der kann sich manches Gute tun. Kdor živi svoje oziroma svoje sebično življenje, mogoče res lahko naredi kaj dobrega za sebe. Einschließlich Geld, Macht, Lahko pridobi denar, moč, Einfluss,
vielleicht sogar Berühmtheit, vpliv, lahko postane morda celo slaven, aber der eigene Weg führt sehr oft in große Probleme, in große Schwierigkeiten. toda lastna pot velikokrat pelje v velike težave in stiske. 1923 1923. leta war in Chicago eine Geheimkonferenz der reichsten Männer dieser Welt. je bila v Chicagu konferenca najbogatejših mož tistega časa. Waren alle Multimillionäre, Vsi multimilionarji so bili tam, große Firmen. velike firme. Was sie besprochen haben, weiß man nicht. Ne vemo, o čem so se pogovarjali. Aber 25 Jahre später hatte einer die Idee, Toda 25 let kasneje je imel eden od njih idejo, mal nachzuforschen, was mit den Leuten geworden ist. da bi pogledal, kaj se je zgodilo z vsemi temi ljudmi, ki so bili na tej konferenci. Ich weiß die Einzelheiten, Vem nekaj podrobnosti, aber nur kurz, sie haben alle ein böses Ende genommen. ampak naj povzamem, večina oziroma vsi so slabo končali. Bankrott, Bankrot, ja. Herzschlag, Kap jih je zadela, bankrotirali so, körperlich und psychisch angeschlagen, bili so psihično in fizično prizadeti, Gefängnis, pristali so v zaporu, Selbstmord, naredili samomor, Flucht vor der Justiz. bežali so pred zakonom. Ja. Ein reicher Mann hat die Kurve gekriegt. Samo eden od teh bogatašev je nekako uspel zvoziti ovinek. Er war nicht von den 9. Ni bil izmed teh 9. Der erste reichste Bogatejši. Mann, der 1 Million erreicht hat, war John Rockefeller. Eden od prvih ljudi, ki so dosegli 1 milijon, je bil John Rockefeller, Der Gründer der ESSO. ustanovitelj ESA. Er hat Konkurrenten in den Dreck gestoßen. Ja, konkurenco je zmlel. Sein Imperium hat rasch zugenommen. Njegov imperij se je naglo povečeval. Damals schon hunderte Millionen Dollar. Že takrat je imel Der Dollar stotine milijonov dolarjev. hatte damals einen anderen Wert wie heute. Dolar je imel takrat seveda drugačno vrednost, kot jo ima danes. Aber mit 50 Jahren Toda pri 50 letih war er am Rand des Grabes. je bil na robu groba. Er war beschützt von seinen Leibwächtern, Čuvali so ga njegovi stražarji, aber er konnte nur noch Zwieback essen und Milch. lahko pa je jedel še samo prepečenec in pil mleko. Die Haare fielen ihm aus. Vsi lasje so mu izpadli. Die Zeitungen hatten schon seinen Nachruf vorbereitet. Časopisi so že pripravili njegovo osmrtnico. Da kam es John Rockefeller nachts in den Sinn, Potem pa je neke noči se spomnil, ich kann von all meinen hunderten Millionen nichts mitnehmen, wenn ich jetzt sterbe. če bom zdaj umrl, ne bom mogel od vseh teh svojih milijonov ničesar vzeti s sabo. Er gab dann Riesenbeträge für die medizinische Forschung. Velike vsote denarja je potem namenil za medicinske raziskave. Er gab riesige Summen für die Mission. Er war Baptist. Ogromne vsote denarja je namenil misijonskim dejavnostim, ker je bil baptist. Und wisst ihr, was mit ihm passierte? In veste, kaj se je zgodilo z njim? Durch nur Nehmen, Raffen, war er an den Rand des Grabes gekommen. To jemanje in grabežljivost ga je pripeljala na rob groba. Als er angefangen hat zu geben, Ko pa je začel dajati, wurde er wieder gesund. je spet ozdravel. Die Wende war, als er 50, 52 Jahre alt war. Ta sprememba se je zgodila, ko je bil nekje 52 let star Er wurde 98. in doživel je visoko starost 98, Ja. 98 let. Es hat einen großen Einfluss auf unser Leben, ob wir unseren Weg gehen, ob wir nur uns sehen
Na naše življenje močno vpliva to, ali vidimo samo sebe, ali hodimo samo po lastni poti, oder ob wir unseren Weg aufgehen ali pa če und den Jesusweg gehen. zavržemo svojo pot in hodimo po Jezusovi poti. Nochmal zurück zu den Verheißungen. Vrnimo se sedaj nazaj k obljubam. Merkt euch in eurer Bibel den Schlüsseltext dafür in 1. Johannes 5, Vers 14 und 15. Ključno besedilo, ki si ga morate zapomniti, je v 1. Janezovem pismu. Und das ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, Moment, 1. Janezovo pismo 5, 14, 15. wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. In to je zaupnost, ki jo imamo z njim. On nas usliši, kadar ga prosimo po njegovi volji. Gott gibt uns eine Generalzusage, wenn wir nach seinem Willen beten, hört er uns. Bog nam daje torej eno splošno obljubo. Če bomo molili po njegovi volji, nas bo uslišal. Und wann hört er uns? Kdaj pa nas usliši? Vers 15. 15. vrstica. Vielleicht übersetzt du vom Ja. Deutschen her jetzt. Aha. So wissen wir, dass die Bitten, die wir vor ihn gebracht haben, uns schon gewährt sind. Tako vemo, da so prošnje, ki smo jih dali pred njega, že uslišane oziroma že nam odobrene. Eine andere Übersetzung sagt, dann wissen wir auch, dass wir das von ihm Erbetene bereits besitzen. En drugi prevod pravi, da potem že vemo, da smo to, kar smo za kar smo molili, tudi že, da to tudi že posedujemo. Da smo torej to že dobili. Uslišali, ja. Wir merken nichts von dieser Erhörung in diesem Augenblick. V tem trenutku seveda ne čutimo, da je bilo nekaj uslišano, oziroma ne opazimo, da je bila molitev uslišana. Wir werden durch Glauben erhört, nicht durch Gefühle. Uslišani smo po veri, ne po svojih čustvih in občutkih. Ich habe das vor 1,5 Jahren mal erwähnt. Pred letom in pol sem to omenil. Mir ging das auf beim Beten um Befreiung mit Tabak und Alkoholgebundenen. Da sem sam to dojel, ko sem molil za osvoboditev od odvisnosti od tobaka in alkohola. Wir haben also gemeinsam nach entsprechender Vorbereitung um Befreiung von Tabak oder Alkohol oder beiden gebetet. Ko sem za ljudmi, torej po določeni pripravi, molil, naj Bog osvobodi od odvisnosti od tobaka ali alkohola. Und wenn wir aufgestanden sind, habe ich den Mann umarmt und habe ihm gesagt, Gott hat ihnen einen großen Sieg geschenkt. In potem, ko sva s tem človekom stala, sem ga objel in mu rekel, Bog ti je podelil veliko zmago. Aber er hat nichts gemerkt davon. On pa seveda tega ni opazil. Und hat hinterher auch nicht nochmal gebetet. In potem tudi zatem ni več molil. Aber nach einigen Stunden Toda po nekaj urah merkten die Leute, ich habe kein Verlangen mehr danach. So ljudje opazili, nimam več potrebe po tobaku ali alkoholu. Da habe ich begriffen, Gott hat das Gebet im Glauben erhört, in dem Augenblick, in dem es gesprochen wurde. Takrat sem dojel, da je torej Bog uslišal molitev v tistem trenutku po veri, ko sem jo izgovoril. Und praktisch war es zur Hand ein paar Stunden später. Praktično pa smo videli, da je bila molitev uslišana šele čez nekaj ur. Und genau das sagt Jesus in Markus 11, Vers 24. Ich weiß nicht, ob es ins Slowenische so übersetzt ist. Enako pravi tudi Jezus v Marku 11:24. Ja, es ist gleich. Darum bei allem, was ihr im Gebet erbittet, Zato vam pravim, vse, kar molite in prosite,
Glaubt nur, dass ihr es empfangen habt, Verjemite, da ste že prejeli. so wird es euch zuteil werden. In se vam bo zgodilo. Also, wenn ich bete mit Verheißungen, Torej, če molim z obljubami, erwartet Gott, dass ich es empfangen habe. Bog pričakuje, da sem to tudi dobil. Im Glauben empfangen habe. In sicer po veri. Und dann wird es mir in der Praxis zuteil. In potem bom to videl tudi v praksi. Jeden Morgen, wenn ich um den Heiligen Geist und um andere Segnungen gebetet habe, Ko vsako jutro molim za Svetega Duha in za druge blagoslove, danke ich Gott, dass ich jetzt im Glauben all diese Segnungen empfangen habe se zahvalim Bogu, da sem zdaj prejel vse te blagoslove. und ich sage, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mir zu deiner Zeit die Praxis schenken wirst. In rečem, Jezus, hvala ti, da mi boš ob svojem času tudi v praksi pokazal te blagoslove. Ellen White sagt zu dem Vorgang, Ellen White o tem pravi, es ist nicht nötig, nach äußeren Beweisen zu suchen. ni potrebno iskati zunanjih dokazov. Die Gabe ist in der Verheißung. Dar je v obljubi. Wir dürfen in der Gewissheit an die Arbeit gehen, Lahko z gotovostjo gremo na delo dass Gott in der Lage ist, in vemo, da je Bog v stanju das, was er versprochen hat, izpolniti to, kar je obljubil. auch durchzuführen Ja. und dass die Gabe, die wir bereits besitzen, In da dar, ki ga že imamo, verwirklicht wird, wenn wir sie benötigen. in da bo dar, ki ga že torej imamo, ob svojem času tudi izpolnjen, uresničen, izkoriščen. Am besten ist, wenn wir mit einer Verheißung gebetet haben, Najboljše je torej, da ko molimo z obljubo, dass wir gleich am Ende Gott danken, dass er uns erhört da hat. se takoj na koncu tudi zahvalimo Bogu, da nas je uslišal. Das stärkt unseren Glauben. To daje naši veri dodatno moč. Und dann geht es auch, unser Denken umzustellen, dass wir nicht denken, dass wir nicht mit dem Mund sagen, ich danke dir, dass du mich erhört hast, und da oben denken wir, hoffentlich bin ich erhört worden. Ja, potem moramo seveda tudi spremeniti naše misli in ne da rečemo, hvala ti Bog, da si me uslišal, v mislih pa si mislim, upam, da si me. Dann habe ich in Wirklichkeit nicht geglaubt Potem v resnici pravzaprav nismo verjeli und werde auch nicht erhört werden. in potem tudi ne bomo uslišani. Und dann ist es wichtig, entsprechend unseres Gebetes zu handeln. Potem pa je seveda pomembno, da glede na to, kar smo molili, tudi ravnamo. Erinnert ihr euch, dass die Füße der Priester zuerst ins Wasser mussten, bevor der Jordan gestoppt wurde? Ali se spomnite, da so mnoge duhovnikov morale najprej stopiti v vodo, v Jordan, preden se je Jordan razdelil? Erinnert ihr euch an Naaman, dass er sich erst 7-mal untertauchen musste, bevor er geheilt Se wurde? spomnite Namana, da se je moral najprej 7-krat potopiti, preden je bil ozdravljen? Mancher sagt, ich kann sowas nicht verstehen. Mnogi pravijo, tega res ne morem razumeti. Bitte denkt daran, dass wir vieles nicht verstehen. Prosim, ne pozabite, da marsičesa ne razumemo. Der klügste Professor Najpametnejši profesor weiß bis heute nicht, was Elektrizität ist. še danes ne ve, kaj je elektrika. Obwohl wir ganze Bibliotheken voll Elektrizität haben. Čeprav imamo cele knjižnice polne knjig o tej temi. Wenn der Samen im Boden keimt, wirkt Elektrizität. Ko seme klije v zemlji, je to elektrika. Wo kommt sie her? Odkud prihaja? Bis jetzt kann man nicht erklären, wie Kinder sprechen lernen. Še do danes ne znajo točno razložiti, kako se otroci naučijo govoriti.
Natürlich gibt es Theorien darüber, Seveda obstajajo razne teorije o tem, aber sie lernen es alle. ampak vsi se konec koncev naučijo govoriti. Merkt euch als zweiten Schlüsseltext für Beten mit Verheißungen Drugo ključno besedilo pri molitvi z obljubami je v 2. Petrovem pismu 2. Petrus 1, Vers 3 und 4. 3. in 4. vrstica. Ich gebe ihn jetzt nur verkürzt wieder mit eigenen Worten. Bom ga kar povzel s svojimi besedami. Dort wird uns gezeigt, dass wir durch die innige Lebensgemeinschaft mit Jesus Tam nam pravi besedilo, da bomo s pristnim odnosom z Jezusom durch die teuren und allergrößten Verheißungen po dragocenih in velikih obljubah teilhaftig werden der göttlichen Natur. bili deležni Božje narave. Das Wort Gottes sagt uns, durch die Verheißungen werden wir teilhaftig der göttlichen Natur. Sveto pismo torej pravi, da bomo po obljubah deležni Božje narave. Eine Verheißung ist wie ein Bankscheck. Obljuba je kot bančni ček. Wenn du von jemand einen unterschriebenen Scheck hast, Če ti nekdo da podpisan ček, kannst du ihn bei deiner Bank einlösen. ga lahko vnovčiš na svoj banki. Aber er muss vom Inhaber des Kontos unterschrieben sein. Torej mora biti pa podpisan od lastnika računa, ki ti ga je dal. Ne? Wenn du die Unterschrift Jesu hast in den Verheißungen, Če imaš Jezusov podpis pod obljubami, dann löst er auch ein. potem jih lahko tudi vnovčiš. Wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, aber bitte lest nach in Schritte zur persönlichen Erweckung. Zdaj sicer nimamo več časa, ampak v knjigi Koraki do osebnega prebojenja preberite In dem Kapitel über das Beten mit v Verheißungen, poglavju o molitvi z obljubami, dass wir zwei Gruppen von Verheißungen unterscheiden müssen. da moramo ločiti med dvema vrstama obljub. Die geistlichen Verheißungen, die für alle zu jeder Zeit gelten, Na eni strani imamo duhovne obljube, ki veljajo za vse ob vsakem času, und die zeitlichen Verheißungen, in so pa tu tudi druge obljube časovno omejene, die Gott mal so oder so erhört, ki jih včasih Bog usliši tako ali drugače, nach seiner großen Weisheit und seinem Ratschluss. po svoji veliki modrosti. Ich möchte mit einem Zitat von Ellen White diesen Bereich abschließen. Ta del bi rad končal s citatom Ellen White. Sie sagt Folgendes: Pravi naslednje. Meine Geschwister, bittet um den Heiligen Geist. Dragi bratje in sestre, prosite za Svetega Duha. Gott steht hinter jeder Verheißung, die er gegeben hat. Bog trdno stoji za vsako obljubo, ki jo je dal. Sagt mit eurer Bibel in der Hand: Svojim svetim pismom v rokah recite: Ich habe getan, wie du gesagt hast. Naredil sem, kar si mi rekel. Ich halte dir deine Verheißung vor. Pred tebe polagam tvoje obljube. Bittet, so wird euch gegeben. Prosite in vam bo dano. Sucht, so werdet ihr finden. Iščite in boste našli. Klopft an, so wird euch aufgetan. Trkajte in vam bo se odprlo. Denn Christus erklärt, Jezus namreč pravi: bei allem, was ihr bittet im Gebet, Pri vsem, kar prosite v molitvi, glaubt nur, dass ihr es empfangen habt, verjemite, da ste prejeli so wird es euch zuteil werden. in boste tega deležni. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, Kar boste prosili v mojem imenu, bom naredil, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. da bo Oče oslavljen v Sinu. Gott schenke, dass wir alle große Fortschritte im Beten machen. Bog daj, da bi vsi močno napredovali pri svojih molitvah.
Aber trotz aller Fortschritte dürfen wir wissen, Toda kljub vsem napredku lahko vemo, keiner von uns wird es je ganz ausschöpfen. nihče od nas ne bo nikoli dosegal Gott schenke uns čistega Gnade. vrha. Naj nam Bog da svojo milost. Ich darf noch Folgendes erwähnen. Lahko rečem še naslednje. 11 Uhr Ob 11. haben wir das Thema durch Jesus vorwärts im Gebet. bomo govorili o tem, kako lahko z Jezusom gremo hrabro naprej v molitvi. Der erste Teil Prvi del beschäftigt sich, was geschieht, wenn Leiter beten. se ukvarja, bo govoril o tem, kaj se zgodi, če vodje molijo. So bitte ich euch, pünktlich da zu sein, Zato vas prosim, da ste točni, insbesondere alle Leiter. še posebej pa vsi, ki ste vodje. Ob Leiter im Beruf, Leiter in der Gemeinde, Vodje v cerkvi, v službi, kjerkoli. seid pünktlich wieder da. Bodite točni spet tukaj. Und wenn sich jemand von mir verabschieden möchte, In če se kdo želi posloviti od mene, dann würde ich sagen, sollten wir das jetzt in der Pause tun. potem predlagam, da to sedaj storimo v tem odmoru, Nach der nächsten Stunde werde ich verschwinden wie ein Blitz. ker bom po naslednjem predavanju izginil kot blisk. Der ICE von Ljubljana geht um 15:27 Uhr. Ker ICE iz Ljubljane gre od 15:24, Ob ich drin bin oder nicht. če sem v njem ali ne. Ich darf euch einladen zum Gebet. Vabim vas k molitvi. Unser Vater im Himmel, Dragi nebeški Oče, wir danken dir herzlich, dass der unendlich große Gott iz srca smo ti hvaležni, da naš neskončno velik Bog Gemeinschaft mit uns haben will und uns einlädt, ihn anzurufen. da nas vabi, naj ga prosimo in da si želi družiti se z nami. Vater im Himmel, hilf uns Dragi nebeški Oče, pomagaj nam, durch deine Gnade und deine Ausrüstung da bi po tvoji milosti geisterfüllt zu beten, molili Svetim Duhom, damit wir große Freude am Gebet haben, da bi nam bila molitev v veselje, damit du unsere Gebete erhören kannst da bi lahko ti uslišal naše molitve und wir in den kommenden schwierigen Zeiten in da bi lahko v težkih časih, ki so pred nami, zurückblicken können auf deine Gnade und Führung. pogledali nazaj in videli tvojo vodstvo in tvojo milost. Wir danken dir im Namen Jesu. Zato smo ti hvaležni v Jezusovem imenu. Amen. Amen.